Wir werden von der wiedergehen in unser Epheserbrief. Und wir sind al ein paar Sinde hier in dem Brief gewesen. Und in der englischen Andacht hier haben wir sein auch, wenn wir noch der englische Andacht fahren. Wir sind durch auch in der Epheserbrief. Und wir sind in ein paar Schriftstellen wieder als wir sind. Und das wird sich vielleicht nur bekannt hier noch viele von Ihnen, wegen ich habe diese Andacht in Englisch gebracht, ein paar Sinde zurück. Wir sind von der in Epheser Kapitel 4, wir wollen von der 1 bis 6 durchgehen. Diese Version, das als wurde die Buch sich im Bett drehen wird. Die ersten 3 Kapitel in Epheser sind alle, was wir sollen bleiben. Und was soll wir uns holen, was soll wir uns anstellen in uns Hort. Und dann 4 bis 6, die Kapitel 4 bis 6, die sind geschrieben, wo soll wir nu leben, wegen was Gott in uns getan hat, wegen was wir glauben. So, wenn ihr in der Bibel merkt haben, wir wollen von der in Epheser Kapitel 4, 1 bis 6 lesen. Da wir anfangen mit dem Gebet. Lieber Gott im Himmel, wir sind dankbar für unsere Rettung. Wir sind dankbar, dass du hast das so klar gemerkt in uns, wo wir kernseitig waren. Und ich bete für uns von dir, dass du uns die Hort aufdecken, dass wir hören von dir. Und dass wir wollen das brücken, dass wir uns Leben loten anderen von dir. Wir beten das in Jesu Namen. Amen. Epheser Kapitel 4, 1 bis 6 lest es dort. Als einer, der von den Herren im Gefängnis ist, klagt ich jünt an. Leef so, als dat du mit stemmt, wo Gott jünt geraubt haft. Sieht bescheiden, freundlich und geduldig. Hab so viel Leif, dat je jünt einen anderen verdrehen. Sieht einmal durch uit, die Einigkeit im Geist bewahren, wodurch je mit einem anderen verbunden blieben. Dort jaf mal einen Körper und einen Geist, gerade so als je alle durch dieselbe Hoffnung beraubt sind. Dort jaf auch mal ein Horn, ein Glauben und ein Daub. Dort jaf mal einen Gott, ein Vater für uns alle. Er steht über alle, schafft durch alle und lebt in alle. So Paulus fängt diese Version an, in das Kapitel an, er sagt, wir sollen so leben, dass es stimmen wird, wo Gott uns geraubt hat. So was hat Gott uns geraubt? Und hier gehen wir treten durch das erste Kapitel. Wir sagen, dass Gott hat bestimmt, von all wir geboren werden, dass wir sollen getragen worden nach Gott, durch Jesus Christus, in dort, wo der Heilige Geist in uns schaffen wird. Wir sind nur das Evangelium geraubt. Der Gute nur recht, was uns lehren wird, wo wir gerat können sein durch Jesus Christus. Und dann Kapitel 2 lehrt uns, dass wir sind durch Gnade gerat. Willst wir glauben, oder wir würden können sein, wenn wir Glauben haben in, was Jesus getan hat für uns. Und dann lehrt Kapitel 2, der 10. Vers, dass Gott hat Wässer Gott Wolken vergelegt für uns, so dass wir in die Dinge leben tun. So was Paulus hier lernt, als Gott hat ihn gerat, nu soll wir durch nur leben, es wird du mit stemmen, was Gott in uns getan hat. Wir sollen in Gottes Leben führen, wie wir ohne Weg können sein. Warum sollen wir in Gottes Leben führen? Und das ist, glaube ich, die größte Frage, was viele von uns dann haben. Sollen wir in Gottes Leben führen, wenn wir sind Angst, dass Gott wird uns die Rettung wegnehmen? Das ist nicht, was hier gelehrt. Wir sollen in Gottes Leben führen, wenn was Gott hat getan für uns. Nicht so, dass Gott wird das hauen für uns, aber wenn was er getan hat für uns. Wir würden können sein, wir sollen leben in Gottes Leben, wenn wir dankbar sind für was Gott getan hat.
Wir dann Gott anbeten, mit uns wandeln, wegen wir sind dankbar für seine Gnade. Und dort erst, wo wir leben, dort sterben det mit was Gott getan hat für uns. Das sind 4 Dinge, was Paulus hier uns dann verholen hat. Er sagt, das ist, wo wir sollen dann leben. Und wir wollen sein, diese 4 Dinge, dort erst alles in den Dingen, was dort erst in Hort denkt, dort erst in Kultur denkt. Und nicht Kultur sei. Wir sollen uns Charakter lassen ändern. Wo wir uns ändern lassen, wo wir leben, dann, dort hat mehr zu tun mit wer wir sind, als mit was wir tun. Und ich glaube besonders, wie es Mennoniten, wie gleichen Verken Seite wiesen, kiek mal, was ich tue. Aber wenn wir so leben sollen, ist dort legendär, dort sterben der, mit was Gott getan hat für uns. Dort meint er, wir lassen uns hart ändern. So, was sind diese 4 Dinge, was Paulus hier sagt, wir sollen ändern? Wo wir sollen leben? Er sagt, sieht bescheiden. In andere Übersagen sein, sie demütig. Wir sollen demütig sein. Wir sollen uns nicht graut tun, mit wer wir sind. Das stimmt auch mit Kapitel 2, der 9. Vers. Das sagt, dass nicht der Worken, sondern wie du mehr kein graut tun. Wir sollen uns nicht graut tun, mit wer wir sind. Wir sollen einmal nur Gott wiesen und sagen, kick mal, was Gott hat in mir getan. Lieber ist, dass wir stolz worden in wer wir wollen. Philipper Kapitel 2, der 8. Vers lehrt uns, wer Jesus war. Er ist uns Vorbild. Er sagt es dort, demütig mög er sich jähren und ward gehorsam bei dem Tod. Ja, bei dem Tod ab dem Kreuz. Warum gaf Jesus Christus sich an? Wenn er demütig war. Er muss sich demütig. Wieder in Matthäus sagt Jesus selbst, in der Kapitel 11, der 19. Vers, sagt er, dass er ist von Hort demütig. Wir sollen alles, was wir haben, nur anbringen. Wir sollen uns ableihen, wenn er ist demütig, er ist mitleidend mit uns. Nächstes sagt Paulus, wir sollen freundlich sein. Der Englische, der dort Eva sagten, mit gentle. Wir sind freundlich. Wir sollen mit anderen nicht umgehen. Wir sind nicht hunksch mit Menschen. Ich glaube, dass wenn ich was schlechter loten det, von Christ, ist, wenn wir hunksch sind mit anderen. Wir sind so, was die Bibel brauchen, und wir dann Menschen schlagen mit der Bibel. Lieber ist die Bibel brauchen und freundlich sein. Freundlich sein mit Menschen. Das wird gentle in Englisch, das ist ein Bild, wo wir mit Menschen umgehen. Ja, wir sind stark, aber wir sind stark genug, dass wir mag und freundlich sein mit Menschen. Wir haben träg, wir sind hoffentlich mit Menschen. Nächste sagt, wir sollen geduldig sein. Wir sind geduldig, wir sollen geduldig sein, wenn Jesus als geduldig war mit uns. Paulus weiß, was er meint, dass Gott geduldig wie mit ihm. In 1. Timotheus, Kapitel 1, 16, Vers, redet ein Klimat von was Gott getan hat für uns. Für ihn, meine ich. Er sagt, aber Gott hat groß durchwegen Mitleid mit mir. Dort und mir soll dort seinen sein, wo graut Jesus Christus seine Geduld mit den größten Sünder wir, oder es, dort andere durch an seinen kann, dort sei auch kennen, selig worden. Wer wie Paulus, ein Christ wir. Hij wie in Person, dat sagt der seinen Christen festzunehmen, und hij wie in Mörder von Christen. Hij wie so eine was jungen Christen schaffen dat. Wir würden gern sein, und das erst ein Hunschit wird, was wir vielleicht von Angst sein, hij wie ein jungen Christ. Hij schafft jungen Christus.
Und es sagt hier, dass Gott seine Geduld wie so groß, dass Gott regt rauf von Himmel und er rät die Graz der Sünder. Und er will geduldig mit ihm. Und ich glaube, von das kann wir nehmen, du hast nicht eine Person in der Welt, wo Gott nicht geduldig mit ist. Wenn Gott kann Paulus raten, dann kann er mir raten, er kann dir raten, er kann unsere Freunde raten. Und du hast keine Stadt, wo wir hingehen können, wo wir so deep in Sinn sind, dass Gott nicht uns raten kann. Seine Geduld ist groß genug, dass er wachen wird, für uns zum Zurückkommen haben. Dann sagt er auch in der zweiten Vers, hab so viel Life, dass je einen anderen verdrehen. Wir sollen Life einen haben. Das wird hier Eva geschrieben, Eva gesagt, einen anderen verdrehen. Ich kann vielleicht ein bisschen denken an die Zeit, wo ich Kinder wären. Und vielleicht sei ich noch ein bisschen Kinder. Und ich denke, dass vielleicht die wären in der selben Stufe mit den Bruder oder Schwester. Und die können den Bruder und Schwester schlecht nicht leiden. Ich kann vielleicht ein bisschen denken, wenn die Älteren sind, die haben das belebt. Und die sagen dann, die kickt nur mich. Die dürfen die Freude merken nur mich. Die können den Schleich nicht verdrehen. Das ist nicht, was er hiervon reden wird. Verdrehen ist mit Life. Wir gehen mit Menschen. Wir haben Life verändert. Das ist nicht bis dort, wie abends Kern mit ihren Taub sein. Wenn wir Life haben mit ihnen, wir drehen Sorgen mit ihnen. Warum sollen wir diese Feierdinge haben in unserem Leben? Paulus redet in diesen Versen, in Kapitel 4, redet von Einigkeit in der Kirche. Wenn wir diese Feierdinge nicht haben, dann ist es unmöglich, dass die Einigkeit ist in der Kirche. Wenn wir uns graut tun, wenn wir Pracht haben, wenn wir stolz sind, dann ist es mehr unmöglich, dass dann Einigkeit ist, wenn jeder eine ist, bedeutet uns selbst. Wenn wir häufig sind mit einem Ordnen, dann haben wir kein Vertrauen an einen Ordnen. Wenn wir nicht geduldig sind mit anderen, dann fühlen Menschen sich safe mit uns. Sie wollen sich zurückhalten, wenn sie haben Angst, dass sie weiter Fehler merken. Und ohne Life konnte keine Einigkeit sein. Dann lehrt Paulus den nächsten Vers, der dritte Vers, wodurch wir Einigkeit fingen. Er sagt, wir fingen die Einigkeit durch den Heiligen Geist. Das ist durch den Geist, wo wir die Einigkeit fingen. Er sagt, prüft, merkt jeder Gelegenheit. Er sagt, sieht Armadur an ut. Der Englische sagt, make every effort. So wir sollen prüfen. Wir sollen die Einigkeit noch gehen. Wir sollen Frieden segnen. Ich glaube, wir sind fertig. Vielleicht sagen diese Menschen, die dort scheinen, wo der Sang und Trouble ist. Und die geht mehr schein jagen mit anderen. Das ist, wer viele von uns wären, wie Christen kann. Und das ist unsere alte Natur. Er sagt aber, wir sollen dort nicht sein. Wir sollen nicht so sein, was für Trouble segnen. Wir sollen lieber so sein, was Segen übt, Fried zu merken. Ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied von Frieden merken und proben Dinge zu geben, dass es Fried gibt. Wir sollen Fried merken. Matthäus Kapitel 5, der 9. Vers sagt es dort. Selig sind die durch Frieden merken. Die wollen Gott seine Kinder halten. Du hast einen großen Unterschied zwischen Frieden merken und bis ran, von wenn dort nicht alle Fan ist. Weißt du, von wenn wir ran tun, wenn du vielleicht nicht Einigkeit hast. Dort Haupt wirken nicht. Wenn du in eine Trouble hast und du nicht Einigkeit hast, wenn wir von dort weggehen,
Was wird, wenn wir zurückkommen? Das erste Ferken Praxis, das ist schwer. Aber wir ranferken von seinen Tiden. Er sagt, wir sollen jeder Effort mehr. Wir sollen streben dafür, dass der Friede ist. Und ich glaube, das fängt an, wenn wir selbst tauschen, wo wir gerade kommen. Frieden merken, Fragen von uns, dass wir euch tauschen, wie euch dort tauschen, wo wir gerade gekommen sind. Wie man euch zu sein, wird sein, tut mir leid. Dort ist, wo wir Frieden merken. Ja, und vielleicht Ferken belebt. Vielleicht ist es, wenn die Kinder werden, oder vielleicht, wenn die befreit sind. Dort muss sorry sein. Wer dort tut, der ist der, was graztet ist. Der ist der, was, wir würden gerne sagen, der vollkommen ist, der ausgewaschen ist. Er ist der, was mature ist. Und ich glaube, das meint auch, dass wenn andere nach uns kommen, wir sollen uns nicht unterstützen mit wegen anderen Grenzen. Wir sollen viel lieber ermutigen, go merkt dort eben rein mit den anderen. Wenn ein anderer die Stadt hat, merkt dort eben rein mit denen. Nicht bis dort wie eben andere Grenzen und nach anderen gehen und dort jaft bis Gossip und von anderen plüdern. Lieber wir sollen Fried segen. Wie sollen andere dann auch sein, wenn sie uns streiten tun? Ich glaube, viele, wir sind fertig, viel zu Angst von anderen Menschen. Wir sind vielleicht ein bisschen hingerichtsig. Andere haben uns gestarrt und lieber dort sein, dann gehen wir und hauen uns selbst zurück und vielleicht andere vertrauen, was andere getan haben. Aber vielleicht dürfen wir niemals selbst den anderen Menschen dort sein, wo sie uns gestarrt haben. Und sie weiten nicht an, wo sie uns was getan haben. Wenn wir Frieden segnen, dann soll wieder andere sein. Nicht in der Weise, wo der Hund ist, aber dort wir können die Gemeinschaft tragen. So, wo haben wir dann Einigkeit? Das sagt der Geist. Durch den Heiligen Geist. Hier sind vielleicht mal Port von, was gewas, wo du Meiers ein Boss wäre. Und vielleicht vielleicht wieder eine Talk-Event, wo gewisse Dinge werden getan und wir ein paar Lehrer, was andere Menschen sehen, was sie tun sollen. Und wird ihnen viel gesagt, dann wir unweicht haben was tun, dann wieder ein anderer Lehrer, was sagt, nee, das ist nicht so, das ist das. Und wir wollen sehr verdrießlich, wenn du Meiers ein Boss ist. Du hast keine Einigkeit, wenn du Meiers ein Mensch sein, was alles trag sein wird, oder sein, was wir sollen tun. So ist es in der Talk. Wenn du Meiers eine Stimme ist, wenn du Meiers ein Lehrer ist, wenn du Meiers einer ist, was lehren wird, dann ist das gleich einig. Du hast keine Einigkeit. Der Geist ist die eine Stimme, wo wir sollen unsere Lehrerschaft von kriegen. Und mit dem sind wir dann alle verbunden mit Frieden. Der nächste Part von Einigkeit ist, dass wir finden unsere Einigkeit in der eine Gute Nachricht, eine Evangelium, ein Glauben. Und ich würde, wenn die Tüß sind, diese Version vielleicht ein paar Mal lesen. Und die wollen sein, wo fertig dort wird einen Wort gebraucht. Einen Körper, einen Geist und so weiter. Er fängt an und er sagt erstmal ein Körper. Du hast ein Körper. Was meint er mit das? Redet er bloß von, du hast ein Mensch, der bloß ein Körper hat? Er sagt, das wird Körper hier, er redet von der Talk. Und wie sein, wo er das Vorbild braucht, in Order steht auch. In 1. Korinther ist ein von den Städten. Er braucht das Vorbild in Körper.
En dit beeld wat hij gebruikt dat van een karper als een beeld van wo wie alle in poort zijn, zo is een karper veel poort heeft. Te Beispiel, een karper heeft twee hang. Der heeft een neus, twee ogen, twee feet, een bok en zo wieder. Wir sind alle Port, so als ein Körper mehr als ein Port haben. Wir sind alle Port von ein Körper. Und das Körper, was er von reden wird, erst nicht bis eine Tag in eine Zeit, in eine Stadt. Er redet von den ein Körper, in der Englische sagt, wir sind die Universal Church. Dort ist der Tag, was abgemerkt ist von allen Christen, in aller Zeit, in allen Städten. Dort ist der Tag wird abgemerkt erst von denen, die sich hingegeben haben nach Gott. Die sind gerät, die haben die Seiligkeit durch Jesus. Und wenn wir gerät sind durch Jesus Christus, dann sind wir Port von dieser einen Tag. Du hast nicht mehr als einen Tag. Du hast bloß einen Tag. Und ich rede nicht von dir und Church. Oder irgendeine besondere Tag, wo wir würden sagen, das ist dort erst ein Tag. Der eine Tag ist alle die, was Jesus Christus angenommen hat, das Heiland. Und das meint, dass du sind vielleicht Menschen in diesem Tag, wo sie vielleicht einen Tag fahren, so einen Tag, wo wir nicht mehr sterben würden. Aber wenn sie gerät sind in Jesus, dann sind sie Port von diesem einen Tag. Er redet nicht hier von der rechten Tag, er redet hier von der einen Tag. Die, was in Jesus Christus Port von diesem einen Körper sind. Wieder er redet dann von den ein Jest. Du erst bis ein Jest, was von Gott gekommen ist. Du seid nicht mehr Jester. Du seid nicht ein guter Jest und dann braucht Gott noch andere Jester. Du hast bis ein Jest, was Gott brauchen wird, um mit uns zu reden. Du hast bis ein Jest, was die Bibel schrieben hat für uns. Durch die Schreiber, was Gott brauchen hat. In den ein Jest ist den Heiligen Jest, der dritte Person von der Dreieinigkeit. Next, er sagt, du hast nur eine Hoffnung. Was ist das eine Hoffnung? Und ich glaube, mit dem muss wir vielleicht ein bisschen sagen, was meint Paulus mit dem Wort Hoffnung? Hoffnung ist, dort, wo wir unsicher sind, ein Segen noch. Wir sein und wir haben Vertrauen und was noch wollen, wenn uns dort erst versprechen. Dort ist, was in der Bibel Hoffnung meint. Wir brauchen das Wort Hoffnung für sehr artig. Wir sagen, ich hoffe, dort wird von uitvallen. Oder ich hoffe, dort wird ein schöner Tag sein. Oder ich hoffe, ich werde die Arbeit kriegen, was mir jankert. Was er hiervon reden wird, ist, das ist dieselbe Hoffnung, wo wir geraubt sind. Und diese Hoffnung ist das. Wir sehen, wir kicken vor in die Zeit, wo wir ewig leben wollen haben mit Jesus Christus für alle Ewigkeit. Niemals war dort wir sterben wollen. Wir sehen, wir kicken, wir hoffen. Wir sind uns sicher, dass er wird noch wollen. Und wir wachen. Und wir freuen uns. Dort ist die Hoffnung. Dort ist nicht ein Zweifel. Wir brauchen uns nicht zweifeln und das Hoffnung. Wo dort ein bisschen auf der Duck ist. Ich wundere, wo da was uitfallen. Vielleicht wird er Fan uitfallen, vielleicht nicht. Dort ist nicht die Hoffnung, was ich von reden werde. Wir sind uns sicher, wenn was Jesus getan hat für uns. Wenn er dort versprochen hat, durch wen hoffen wir. Dort ist eine sichere Hoffnung. Und wenn wir in Jesus Christus sind, wir kicken vorwärts. Wir sind nicht in Zweifel. Und wir freuen uns für was wir wollen kriegen. Dort ist die eine Hoffnung. Und du hast keine Hoffnung, bitte Jesus Christus. Wieder er sagt, du hast ein Horn. Römer Kapitel 10, der 9. Vers, sagt, wer den Horn ist. Das sagt, wenn du mit dem Mühl Jesus als Horn bekennst. Jesus Christus ist in ein Horn.
Herrn hier ist, die wat der Lehrer ist, die wer der Meister ist. Hij ist die wat het eeuwig sein wird, hij ist die wat, wir würden können sagen, der Boss ist. Wir kriegen die Lehrerschaft von der Kirche, von unser Lebens, von bloß ein Herrn, Jesus Christus. Er ist uns Meister. Wir sind sein Sklave. Wir sind nicht verantwortlich, nur kein anderer Herrn büter Jesus Christus. Und an diesem einen Ding haben viele Christen über die Jahre gestorben. Die wurden dort gemerkt wegen das. Wegen sie glaubten und sie halten fest an das, dass sie würden sich keine kleinen Väter, kein Kleinig, so sie deuten sich kleinen Väter Jesus Christus. Jesus Christus ist den Einhorn. Und alle anderen Lehrer, die sind unter Jesus Christus. Wieder dann redet er, du hast mal ein Glauben. Was meint er mit das? Du hast bloß eine Person, ein Herrn, wodurch wir in Glauben kann, der Rettung kriegen. Du hast bloß ein Weg, wodurch wir gerettet können sein. In Johannes Kapitel 14, der 6. Vers, lehrt uns sehr klar, wodurch das Einglauben kommt. Sagt es in Johannes Kapitel 14, der 6. Vers. Jesus sagt zu ihm, ich sehe die Weg, die Wahrheit und den Leben. Keiner kommt nur vor der Büter durch mich. Du hast bloß einen Weg. Du hast bloß ein Glauben. Wodurch wir können seilig werden. Du hast nicht an sie einen Weg. Du hast nicht Jan seinen Weg. Und wir wollen vielleicht alle einen selben Weg ans nur Jesus fing. Du hast nur ein Glauben. In diesem ein Glauben lehrt uns das. Jesus Christus hat auf dem Kreuz gestorben, er ist von dort abgestanden. So dass wir können losgekommen von unseren Sünden. Und dort ist die einzige Person, der einzige Weg, wodurch wir können durch Glauben Gott seine Gnade annehmen. Du hast nur ein Glauben. Das sind dann viele, die Sporten tun. Und die vielleicht, du mit kämpfen tun. Warum hat Gott nur ein Weg gemerkt? Ist Gott nicht vielleicht ein bisschen so, wir würden gerne sein in Englisch, narrow-minded? Warum nimmt Jesus nicht alle Menschen an? Ich glaube, es sind viele Antworten für das, aber ich glaube, die Frau ist vielleicht mit artig gefragt. Ich glaube, das ist besser zu Frauen in diesem Weg. Ist das nicht wunderbar, wo Gott hat bloß einen Weg gemerkt, dass es sehr leicht ist zum Weiten, wodurch wir können gerettet werden. Ein Glauben, ein Weg. Wir brauchen uns nicht zweifeln. Gott hat das klar gemerkt, ein Glauben. Nächstes sagt er erstmal ein Daub. Und das will ich ein kleines Zeit nehmen, weil ich glaube, wir sind viele von uns von einem mennonitischen Hintergrund. Wir kommen von dem Mennonitentum. Und welche von uns kommen von einem Hintergrund, wo der uns war gelehrt, dass du erstmal ein Daub. Und was mit dieser Lehre wird gebracht, und da wird gelehrt, dass wir können uns nicht loten zweimal deipen. Die, was sich loten zweimal deipen, die sind verloren. So, ich will ein bisschen klein Zeit nehmen, um mit auszuleihen, was mein Paulus hier mit ein Daub. Was er meint mit ein Daub ist das. Du erstmal eine Sorte Daub, was reich ist. Er redet nicht, wo Ferken wir sollen uns deipen. Ich würde sagen, wir sollen uns bis loten einmal deipen, aber er redet nicht von zweimal deipen. Er redet von der erstmal eine rechte Weg zum Deipen. Und der rechte Weg zum Deipen ist das. Wann wir haben Jesus Christus angenommen, in Glauben, durch Glauben, und wir sind wahre geboren, dann soll wir Gott und andere beweisen, was euer Worden ist in uns. Wir wiesen andere, dass wir den Einglauben haben angenommen.
In den ein Horn, wir haben den ein Hoffnung und wir hier nur den ein Körper. Dort ist der rechte Sort Doop. So, Mennoniten, die weiße Mennoniten Gemeinden, lehren, dass wenn ein Mensch sich lädt für die erste Mal deipen, und dann lädt sich für die zweite Mal deipen, so ein Mensch, der den Herrn jetzt spaten und am Aufsehen. Ist das dann, was die Bibel lernt? Ich würde sagen, dass die Bibel nicht recht verstehen. Und das ist warum. Wenn wir sein, dort den Herrn jetzt kämpft an Menschen, wenn sie sich loten deipen, wir verstehen nicht die wahre Geburt recht. Die wahre Geburt kämpft, wenn wir uns glauben in Jesus Christus sagen und wir uns bekehren tun. Die wahre Geburt, der kämpft, wenn wir uns bekehren tun und den Herrn jetzt kämpft an uns nun und fällt uns, wenn wir uns bekehren tun. Dort ist, wenn wir wahre Geburt sind, dort ist, wenn wir die wahre Geburt kriegen. Und dort ist dann auch, wann der Jesus uns verwendet. Wenn wir uns deipen lassen, dort wird bewiesen, was auch passiert ist. Wir tun Gott wiesen, dort wir am Gehorsam sind, und wir tun andere wiesen, dort wir die wahre Geburt belebt haben. So das stimmt nicht, dort wir die wahre Geburt kriegen, wann wir gedeiht wurden. Wieder, du hast bis eine Weg, wodurch wir gerat sind. Und dort ist der Glauben. So, wir würden gern sein in der selben Weg. Der einzige Weg, wo wir die Radung kann verlieren, wann dort möglich ist, wenn wir den Glauben auf sein und den Glauben zu nichts merken. Wenn wir nicht gerat worden durch den Doop, dann können wir die Radung nicht verlieren durch den Doop. So, die Radung kommt durch Jesus Christus, nicht wegen wir gedeiht sind. Wir sind gerat, wegen wir haben uns bekehrt. So, was soll wir dann sein? Nur soll noch was sein, sie wollen sich noch einmal taufen. Ich glaube, wir sollen noch abpassen, besonders das Mennoniten, wer wir Geschwister haben, wer vielleicht an diese Lehre festhalten wird. Ich glaube, wenn mehrlich, wir sollen das nicht bis gleichzeitig teilnehmen, frisch loten deipen. Aber wenn wir so eine Christen sind, die sich loten frisch deipen, wir sollen vielleicht sein, woran sie dort tun. Und woran sie dort tun, ist, sie sind sich ganz sicher, sie werden nicht bekehrt, wenn sie sich loten deipen. Wir würden gerne sein in der Weg, dort die erste Mal sich loten taufen, sie werden not. Wenn sie dann sind nicht bewiesen, was wirklich passiert wird. Das meint aber nicht, dass wenn sie nicht werden bekehrt, wenn sie wir nicht wahre Gebühren, dass die Matten die loten Fleisch steigen. Ich glaube, das ist für jede Person, die von Gott loten gelehrt worden. Und ich würde sagen, wenn ihr vielleicht noch mehr Frauen haben, das ist noch viel, was ich würde hiervon kann sein, ich würde Ihnen fragen, dass die kommen mit mir reden. Das Eindaub dann, redet von den Einsort Daub. Da redet nicht, wo Ferken, wir sollen uns loten deipen. Die, was Jesus Christus haben angenommen, dann andere wiesen, dass sie haben Jesus Christus angenommen, der wahre Geburt auch haben, und die wiesen dort mit Daub. Dann der Paulus, er redet nächster, er sagt, du hast ein Gott. Und das davor sagt er, dass Jef nur einen Gott und Vater für uns alle. Gott ist der Vater über alle. Du hast nur ein Gott. Du sind nicht Aufjetter, du sind nicht andere Götter, die wir können anbeten. Du hast nur ein Gott. Und ich glaube, diese Lehre können wir nicht recht verstehen,
eier wie die Dreieinigkeit verstehen. Wie kommen alle von Wasser, Städten, Hungergrund und wie kommen und wie worden eint durch was Jesus Christus hat getan für uns. Wenn du ein Gott ist, ein Gott ist abgemerkt von 3 Personen. Den Vater, den Sohn und den Geist. Die sind ein Gott. Die sind nicht dieselben Menschen, die sind nicht dieselbe Person, aber die sind der ein Gott. So ist der Tag auch. So ist der Christentum auch. Wir kommen vielleicht alle von einer anderen Stadt. Aber wenn wir eint in Jesus Christus sind, sind wir Part von einem Körper. Ich will von dir schließen mit das. Das sind viele Dinge, was uns üten Nein wollen tragen. Und ich probe von dir, vielleicht von der Bastard, ein von den Dingen ist der Doop. Was lebe ich von der Doop? Und wir gleichen so sehr Ferken einordnen, üten einzurieten und zu tragen und dort du nicht Einigkeit ist. Oder was wir Ferken tun ist, wir tun uns jene Dinge stellen und dann sehen wir andere, was auch jene Dinge sind. Und taub stehen wir jene Dinge. Dort ist sich die Einigkeit, was er hiervon reden wird. Die Einigkeit, was er hiervon reden wird, ist die Einigkeit, was kommt, durch dort wir den selben Glauben haben. Wie von den selben Ziel sind. Wie dieselbe Radung haben. Und wegen was wir fair sind. Wegen was wir verstreben tun. Wegen wer wir alle taub anbeten tun. Dort ist, wo wir Einigkeit haben. Wenn wir dann eine Tag sagen, was Einigkeit finden wird, durch für was wir sind. Nicht was wir verjäng sind. Und wenn wir dann andere sind, vielleicht sind wir, was wollen, ja, mit uns probieren, Dinge zu scheiden. Dort wir immer ein anderen Halten sein. Wir sind eint in Jesus Christus. Wir können Gemeinschaft haben unter Christen. Nicht wegen, dort wir von derselben Hintergrund sind, aber durch ein Herrn, ein Glauben in ein Jesus Christus. Weil wir schließen mit Gebet. Gott im Himmel, wir sind so dankbar für diesen Einglauben. Und welche Dinge, die sind vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber wir haben ein Ding an, wo wir sicher sind. Und dort ist das. Jesus Christus ist uns Heiland, uns Herrn und uns Retter. Und für dort sind wir dankbar. Gott, ich bete, dass du uns eine Einigkeit geben. Dort wir dieselbe Ziel haben. Dort wir wollen die Welt nachfolgen. Wir wollen die Welt anbeten. Und dort wir wollen andere Welt nur die wiesen. Wir beten auch für die, was hier von dir sind und welche Dinge mitdrehen in Schwierigkeit hat. Gott, ich bete, dass du was von dir entfernen mit dieser eine Hoffnung. Das ist eine Hoffnung, wo wir anhalten tun. Dass das Leben ist nicht alles, was ist. Die kommende Zeit, wo alle die Leidenschaften, die wir hier haben, die werden zu sie gelegt für das ewige Leben. Gott, wir beten von dir, dass du uns fällen mit deinem Geist. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.